Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Anno 1800. Wir sind hier bei Version 16.1 endlich auch in diesem Let's Play angelangt. Ihr wisst, dass ich immer relativ viel auf Vorrat aufnehme und deswegen hat es hier ein bisschen gedauert, bis es auch hier jetzt soweit ist. Und ja, Manola, was gibt es hier noch zu sagen? Ich habe mir offscreen noch so ein paar Ideen gemacht, was man noch ein bisschen anders machen könnte, sprich auch noch verbessern könnte. Bin vor allem aber, was das betrifft, ich glaube, das scheint jetzt aber zu funktionieren, wa? Bin doch nicht ganz, wa? Artista, da unten sind sie, hier fehlen mir die Artista immer noch in der Aufzählung. Naja, in Version 16.1, es wurden einige Bugs eigentlich gefixt, irgendwie gab es aber auch wieder neu dazu. Und eigentlich sollte auch das mit der Bilanz gefixt sein, sprich, dass die Artisten hier auch mal ja, angezeigt werden. Bei mir aber gerade nicht, ist gerade lustig. Eigentlich haben die Artisten nur hier bei der Gesamtbevölkerung, was eigentlich Quatsch ist, dass sie da unten sind. Naja. Ein anderer Bug war ja irgendwie, was ich gehört habe, dass gewisse Leute, zum Beispiel jetzt hier gerade, haben einen Effekt drauf. Wenn ich jetzt irgendwie das Gebäude, ich glaube zusammen mit dem hier den Effekt auslöst, verschieben oder verschieben würde, nicht kopieren würde, sondern verschieben würde, würde der Effekt hier duplizieren. Und das soll jetzt eigentlich soweit gefixt sein. Unter anderem eben. Bei mir selber, ja, ich habe mir offscreen in der letzten Folge, das ist jetzt für mich hier vom Aufnahmesetting her schon eine Woche her, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht wegen diesen Hacienda-Wohngebäuden. Und im Grunde genommen ist es ja so. Hacienda-Wohngebäude, braucht man die grundsätzlich? Ja, nein. Klar ist es so, dass vor allem bei Jornalero oder auch bei den Obrera kann man sagen, hey, doppelt so viele Gebäude und so ist doch alles voll cool, kann doch alles so machen. Jein. War ich ja auch der Meinung und so, und im Grunde genommen stimmt's auch. Das Problem ist aber, diese doppelte Anzahl kriegt man nur hin und natürlich auch alle Bedürfnisse erfüllt, wie vor allem Nobrera gerade mit Chilisauce und Atole. Das Kuriose dabei ist aber, dass der Verbrauch, der Wunsch, den sie hätten daran, an Atole und Chilisauce, wäre so enorm hoch, dass er die Gebäude so pushen müsste für die Erzeugung dieser Produkte, dass er dafür wiederum ein Minus habe, was er gar nicht mehr großartig ausgleicht. Ich glaube irgendwie, was das sind, ich glaube irgendwie so 3 bis 5% herum, hätte ich halt mehr Einkommen. Im Endeffekt. Natürlich muss man trotzdem sagen, hey, die Gebäude sind natürlich auch groß, sind ja 4 Fälle, nicht 3, ja. Und das gleiche, beziehungsweise nicht das gleiche Problem, aber natürlich demzufolge auch ein Problem ist halt hier, mit den ganzen Dingern, die natürlich jetzt auch wieder mal ein bisschen neu bauen müssen und so, und ein paar Plantagen könnte man sagen, ja, warum überhaupt? Jetzt eigentlich die hier so nehmen und das geht noch nicht, wahr? Ich jetzt sagen könnte, hey, alle, nee. Ich wollte gerade irgendwie alle hier pausieren. Und das wäre vielleicht eine coole Idee. Naja, eben aus den Gründen, wie gesagt, ich verstehe, wenn es Schnauze. Wenn es deswegen Leute gibt, die sich sagen, den Quatsch mache ich nicht, ist, finde ich, absolut verständlich. Habe ich natürlich jetzt, sage jetzt mal, gekonnt überhört und trotzdem jetzt mal so gemacht, obwohl ich mir auch schon überlegt habe, auch nachträglich zu sagen, hey, ich reiß die Obrera und Jornalero-Häuser ab und lasse nur einen Teil davon und mache den größten Teil, vor allem hier auf der Insel, mache aus normalen Gebäuden für die hier. Eben aus den genannten Gründen. Warum jetzt aber, warum nur bei den Obrera, nicht aber bei den Artista? Aus dem einfachen Grund, was die Artista neu, also zumindest Hacienda Artista, dazu haben, was normale Artistas Gebäude nicht haben, ist Strom und Brillen.
Weil Hacienda Wohngebäude brauchen die ja nicht. So. Jetzt kann man sich natürlich eben denken, okay gut, wenn die keine Hacienda Wohngebäude brauchen, kann ich die eben auch ganz außen ranlegen. Solange sie hier im Radius drin sind, klappt es ja noch. Und das stimmt soweit auch. Und ein weiterer Punkt, wie ich finde, der dafür spricht, um das Artista als Hacienda-Gebäude zu machen, ist erst einmal, eigentlich sind es nur die Brillen, die neu dazukommen, die wir extra importieren müssen, weil Strom haben wir sowieso relativ easy. Kommen hier auf Manola, ist sofort gemacht, also gar kein Problem. Wir kriegen verdammt viele Artista dazu. Und zum anderen ist natürlich auch der Punkt im Aufstieg. Wenn ich ein normales Journaliererhaus bis zum Artista upgraden möchte, brauche ich 2 Stufen, also zweimal upgraden. Von Journalierer zu Obrierer brauche ich nur einmal upgraden. Und hier kann ich einfach sagen, ja, direkt das neue Haus hingebaut, fertig. Das ist, finde ich persönlich, halt schon praktisch. Aber ja, wie gesagt, das ist halt nur eine persönliche Meinung. Darf natürlich jeder sehen, wie er möchte. So, ich wollte, glaube ich, in der Folge noch ein bisschen weitermachen. Muss ich hier ganz dringend gucken, dass Sprunghaft, rachsüchtig, toll. Wir nehmen es. das auch wieder ein bisschen besser wird. Ich brauche keine Almosen. Das ist wirklich nett von dir. So, Auch das wenn Wichtigste ist andere gemacht. Ich durchschaue ihr Spiel. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Aber ja, ich sehe, Sie haben verstanden. So, Jornaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber okay. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich in der letzten Folge hier aufgehört habe abzugraden. Haben wir irgendwas notiert oder so? Nee. Manola. Das sind Normalus vielleicht, ja. Luftpost optimieren, das sowieso. Rathäuser bergen und dann für Item wissenschaftliche Berichterstattung der neuen Welt. Ja, das stimmt. Das ist aktuell jetzt nur dieses eine Rathaus. Und ich könnte theoretisch noch weitere Rathäuser hier bauen. Jetzt doof, weil der hier wieder so zentral gelegen ist. Ich meine, hier draußen. Das ist einfach nicht so schlau, was wir gemacht haben. Sie sind doch der rationale Typ Mensch. Ehre, wem Ehre gebührt. Okay, wir sind noch gut. Was schneiden wir hier rein? Okay, es ist der hier unten. Hier unten muss ich eh nochmal alles ein bisschen anders bauen oder platzieren, das ist mir natürlich klar. Wenn ich den jetzt so baue. Nur so als Beispiel. Dann wäre es wiederum Das so. Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Ach herrje. Könnt ihr theoretisch den dahin platzieren. Da ist wie gesagt das Rathaus. Der geht dahin. Aber auch unten einen, ja, vermutlich schon. Obwohl das Blaupause-Modus war, weil Einfluss. Warte mal, wir machen hier 2 Stück. Was? Ah, natürlich Blaupause auch nicht. Ja, super. Perfekt, passt es gerade. Okay, sehr schön. Den könnte man dann so machen. Die vielleicht lieber tauschen, damit ich auch noch ein paar Gebäude da unten habe.
Ach, ist das hier unten mühsam. Was ist das schon wieder gewesen als Kino? Ich habe hier oben ein Kino. Ja, war dann hier unten auch noch eins. Vermutlich irgendwo hier in der Nähe schon, war. Hier habe ich die Boxkampfarena. Ich wollte gerade fluchen. Tut mir leid. Warte mal, wenn ich hier schon Polizei haben. Ja. Feuerwache. Ist denn das wirklich nötig da unten direkt wieder? Schlecht wäre es schon nicht. Die Polizei ja ein bisschen außen rumbauen, wa? Warum natürlich die Kapelle hier unten brauche, wenn ich hier sowieso nur die Gebäude habe, ist nochmal ein Thema für sich, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Nein, das Ziel wäre, dass er einfach irgendwie auch ein paar Gebäude verschieben könnte, ohne dass groß was passiert. Das wäre mal der Gedanke dahinter. Was eigentlich mittlerweile auch ein bisschen Quatsch ist. Alles ist randvoll. Hier ist volles Lager, hier ist auch volles Lager. Wann das schon wieder? Kann ich die erhöhen? Warte mal. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Das Insellager erhöhen. Das muss doch theoretisch auch funktionieren. Ja, warte mal, wenn ich jetzt schon natürlich so viel hier habe. Und ja, ich will hier noch ein bisschen weiter ausbauen, aber ganz ehrlich, ich muss ein bisschen was anderes sehen, sonst kriegen wir eine Krise. Den Bein bauen. So. Den noch bauen, kostet zwar Einfluss, aber einfach momentan, ja. Talent Sets, die müssen auch mal die ganzen Dinge aus optimieren hier. Stimmt. Nicht vergessen. Da muss ich noch vieles tun. Und ich will ja auch hier die Stufen noch erhöhen und alles. So. Der ist dabei. Da sind wir dabei. Das ist geil. Warte mal. Habe ich nie irgendwo noch ein paar... Produziert wird gerade nichts Neues, wa? Okay. Bewaffneten. Ich glaube, die wollte ich ja dazu nutzen. Für ein bisschen intensiveren Postversand. Ja, da war was. Okay, warte mal. Darf mal anfangen, wa? Weil mittlerweile haben wir ein paar Items haben wir hier. Moment. Einige vielversprechende Ideen liegen heute in der Luft. Ja, bin gerade da noch dran, nach Erzart und so, aber ein paar andere. Ein paar Items, die ich jetzt bereits schon gemacht habe. Noch ein bisschen upgraden, bitte. Dankeschön. Obwohl es jetzt eigentlich nicht mehr nötig ist, aber scheiß drauf. Terminalübersicht, genau. Der Arktis, den muss ich auch nach oben bringen. Das heißt, wir brauchen ein Schiff, was in die Arktis fliegt. Ne, das ist unser generelles Transportschiffchen. Neutralen Auftrieb erreicht. Okay, kommt. Jetzt die Frage aller Der Umgang Fragen. mit Ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Ja, Moment, ich muss ganz kurz gucken. Huch! Wo sind meine Items hier hin? Hä? Die Flug-Items schon alle weg? Moment. Oh, falsche Region. Aber ja. Alvestus. Vorne Fundo. Hey, wieso hab ich den noch hier drin? Ah, deswegen, weil ich schon einmal ausgerüstet habe und zwar, dass man eigentlich geht. Also müssen wir eigentlich hier machen. Momentan nicht notwendig ist, also. Das Lager ist voll, Cheffe.
Ja, ich weiß, ich weiß. Man sieht es vielleicht kaum, aber ich habe hier dezente Probleme. Geben Sie uns einen Code. Also die Waffen im Moment. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich irgendwie noch so ein Item habe. Und zwar eines, um die Schiffe ein bisschen flotter hinzukriegen. Die alle schon ausgerüstet? Nee, oder? Sieht fast nach aus. Krass. Habe ich den... Na, warte mal. Gehen wir mal ganz kurz in die alte Welt. Bright Saint. Sie haben natürlich jetzt auch keines der neuen Dinger hier drin, war. Nee. Ihre Zustimmung ist mir ebenso recht und billig. Nun, das ist vielversprechend. Ja, wie man selber. Auch da habe ich... Okay, müssen wir erstmal da ein bisschen herstellen, war. Schon alle Items verbraten, krass. Okay. Was seid ihr? Wir haben unterwegs momentan, wa? Also, Luftpost. Das war ein bisschen falsch, Entschuldigung. Lokale Post nimmt zu. Regionale Post, etc. Wie ist denn das momentan gelöst hier? Irgendwie muss ich das sowieso alles neu machen. Neue Welt Arktis. Macht momentan ja nur der Mr. Dorsch. Wenn ich natürlich sowieso so eine große Produktion habe, wäre ja eine Idee, die auch direkt mitzunehmen, war. Dann kann ich den ja eigentlich belassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nehme ich ja aber noch Erfahrungsberichte mit. Fertig. Aber momentan Post aus der Arktis zurückzunehmen, lohnt sich ja eigentlich nicht. Oder? Was mach ich überhaupt? Ey, lass den. Sorry, war gerade irgendwie ganz kurz abgelenkt. Das Quatsch, ich muss ja hier neue Welt, alte Welt. Hier müssen wir reinpacken. So. Aber hier nehme ich jetzt hier 50 mit, weil es überregional ist. Okay. Nehme ich hier auch die Forschungsberichte mit. Gut. Und da war natürlich eigentlich noch einen dritten Slot. Der heißt, du Kumpel bist gerade leider, wirst bald ausgetauscht. Und so ja die Idee, dass man hier noch Post mitnimmt und dann wieder zurückschickt. Das heißt, ich brauche jetzt hier einen der Schiffe. Gerade hier sind, die zwar nicht schnell unterwegs sind, also kein Item ausgerüstet haben, aber mein Luftpost, sehr gut, kann man machen, aber braucht es nicht unbedingt. Die gute alte Ölsardine. Ich lösche dich kurz raus hier. Hab das jetzt aktualisiert, oder? Genau, der holt jetzt die Luftpost. Gut. Geh kurz in die alte Welt, damit ich dann nicht irgendwie plötzlich ein bisschen Trouble kriege. Genau, weil du kannst ja trotzdem hier hin und die Luftpost abgeben, da habe ich überhaupt kein Problem mit, Kumpel. Im Gegenteil, du kannst eigentlich nachher das Item hier mitnehmen, in die Arktis bringen. Weil habe ich das schon mal oben. Da gibt es so ein Item-Terminal nicht in der Arktis oben. Das ist natürlich schade, aber verständlich, weil der Arktis oben. Also man kann natürlich jetzt auch alles vereinfachen, beziehungsweise fast schon zu einfach machen. So, komm, wo bist du? Schneller hier. Und da kommt das. Höhe stabil. Was? Ist das Ding voll oder was? Oh! Ja, okay. Ein ausgezeichnetes Ambiente zum Lernen.
Man kann ja auch die ja wieder geben, wenn es eh voll sind. Du hast stattdessen eher etwas anderes, was momentan gerade ein bisschen schwierig ist, runternehmen. Wobei, das passt eigentlich soweit auch eine regionale Post. Bereit für den Einsatz. Das Ding ist auch wieder ein bisschen leer. Warte auf Befehle. Kann das nicht manuell irgendwie abliefern oder so? Was? Ein Teil des Schiffs hat dieser Route. Ja, gut, da ist natürlich noch nichts dabei, also kein Wunder. Creepy. Okay, gut, das erkläre ich nachher. Höhe stabil. Hä? Ist doch. Hey, wo ist die Alte? Ah, Moment. Scheiß Terminal wieder mal. So, komm. Die Menschen Neutralen lassen Auftrieb sich erreicht. leben. Hä? Wo ist die jetzt wieder? Na, egal. So, und dann ab mit dir in die Arktis. Naja, komm, wird schon passen. Bereit für den Einsatz. Das ist Chrome Falls alte Welt. Neutralen Auftrieb erreicht. Mhm, und der nimmt es dann da wieder mit. Okay. Sehr gut. Benötigte Anzahl erreicht. Jetzt wirkt auch der Funkturm endlich mal wieder. Das heißt, das hier steigt grandios nach oben. Kann eventuell auch ein bisschen was hier wieder irgendwie abstellen oder so, weil das ist schon heavy. Der Funkturm hat nur plus 12 Gelehrte gibt, aber hey. Kein Land, das so wunderbare und findige Denker wie unsere Ingenieure hervorbringt, kann wirklich scheußlich sein. Vergnügt natürlich alles aus der neuen Welt, ja, ist klar. Neue Welt importiert. Apropos importiert, habe ich eigentlich neue Waren jetzt mit dem DLC? Wenn wir mal runternehmen. Nö. Globale Importeure. Wer hätte sein können? Gewürze hatten wir vorher schon aus der, aus der neuen Welt. Nein, aus dem Besen natürlich. Der Rest scheint, ja, einigermaßen, ja, die scheiß Dinger. Ja, aber scheint einigermaßen zu funktionieren. Noch. Dass man irgendwie da alles um die Ohren fliegt, aber das ist ja sowieso der Lauf der Dinge. Das steigt, der Rest sinkt ein bisschen. Ja, ja. Gut, er war gerade hier, war, deswegen. Ja, wobei. Hat er nur gerade wegen dem Telefon. Deswegen. Die 1:1 ist halt schon übertrieben. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass er natürlich die Effekte noch drauf habe? Der Laden läuft. Weniger Schokolade, Meeresfrüchte, Eintopf, Kaugummis und Kekse. Ja. Steigt schon, obwohl ich ihn ja importiere. Wir sind bereit. Da kommt er. Mit vielen Waren. Sie gleich mal ein bisschen beobachten. Krass, ja, einfach die Punkte für die Arktis viel größer sind als die für die neue Welt.
Da gibt es eine Limiterhöhung. Aber ja, eben. Das Problem ist halt, also die Punkte, die ich jetzt habe, wir müssen es natürlich auch mal auf einer anderen Seite betrachten. Die Punkte, die wir jetzt haben, die verschwinden nicht mehr. Die bleiben. Wenn ich hier einmal so Punkte habe, dann sind die auch drin, fertig. Das ist natürlich auch schön. Nicht so, wenn ich plötzlich weniger Gelehrte habe, dass plötzlich die Punkte da verfliegen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Wir haben deswegen auch schon überlegt, ob ich nicht einfach irgendwann plötzlich noch ein paar Gebäude hier abreiße. Oder hier auf zum Teil der Waren sperren, einfach sagen, nö, jetzt kriegt man momentan nichts mehr davon. Aber zwar natürlich da weniger Gelehrten, weniger Kohle. Aber es hat keinen Einfluss auf das Limit der Forschungspunkte. Mal gucken, wie hoch das überhaupt geht momentan. Die Forschungspunkte steigen, ja, ist klar. Die Gelehrte steigen ja auch. Die Menschen lassen sie hochleben. Aber eigentlich müsste ich mich auch ein bisschen mehr um die Dinger kümmern, wa? Um die Ältesten. Wäre dann so die dümmste Idee. So, ganz kurz gucken. Klappt das noch einigermaßen? Da fliegen wir jetzt gleich alles in die Ohren. Lokale Post, eben, da kann ich bei denen theoretisch sperren. Lokale Post, das was man eh noch sperren kann, sind eh nicht viele Gelehrte, also von dem her. Die Forschungsberichte lohnen sich eh nicht, die zu sperren, weil ihr seid die Einzigen, die sie überhaupt brauchen. Also, warum da sperren? Finale Post bleibt stabil. Da können wir für sie eventuell auch sperren, wenn sie jetzt halt zu viele vom verbrauchen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. Sind das viele Forschungspunkte? Cool. Deswegen eigentlich auch wieder mehr Ölquellen-Dinger machen und so. Also erforschen halt, nicht wahr? Und Arktis-Gas-Expert, ja, der gibt's ja auch noch. Die Sprünge hier sind schon krass, jetzt wird wieder 80.000 und so, das ist schon... Das ist heftig. So, Problemvorkommen verschieben, das haben wir momentan noch ein bisschen Priorität hier. Das ist halt schon krass, ey. Gleich 77.000 Forschungspunkte. Ja, was Maximum, krass. Nochmal schnell beobachten. Weil ich traue den Dingen überhaupt nicht mehr, ganz ehrlich. Die Steine haben nicht viel, das heißt momentan braucht noch kein zweites Item fürs Rathaus in Manola. Das klappt soweit noch. Und hier sieht es eigentlich soweit auch gut aus. Regionale Posts müssen wir vielleicht noch ein bisschen angucken. Emma hat eher ein bisschen Sorgen jetzt um die Waren, die sie haben. Die Waren, die sie haben. Ich glaube, das wird mir wieder ziemlich ins... vor allem die Wandteppiche und so, das ist natürlich klar. Wobei sie generell ja eher relativ zufrieden sind, hä?
Aber eben mehr Leute, mehr Probleme, was das betrifft. Die Frage jetzt halt hier zum Beispiel, ich meine, ich habe wieder so viel Sekt hier drin. Die Dinger hier ein bisschen anpassen darf, aber ohne dass mir gleich wieder alles um die Ohren fliegt. Schuhe habe ich aktuell keine. Ich produziere wieder ein bisschen mehr. Ich lasse das mal auch noch, vorsichtshalber. Telefone müsste mehr sein, aber das ist sowieso so ein Abfuck, wenn wir ganz ehrlich sind. Fälle. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer den Koch belästigt, nur um rauszufinden, wann eine neue Ladung von Old Levens eintraf. Er war ganz verrückt nach der Marmelade. Nur zu verständlich. Marmelade. Marmalade. Marmalade. Warte mal. Die Hochräder. Das ist halt wieder so ein Punkt hier. Turmpfeifen geht noch. Ich führe in die Telefone, muss ich ein bisschen was machen oder sie halt ganz rausschmeißen. Also ein bisschen auf den Sack gehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich weiß, sie lieben ihre Telefone, aber ganz ehrlich, dann, auch wenn es 20 gelehrte plus sind. Dann nimmt ihm noch zu, ey, alter Schwede. Okay, aber es scheint einigermaßen aufzugehen. Jetzt heißt es so, -3 und so, aber war gerade einer da, der Post mitgenommen hat. Und sonst eben bei denen halt einfach mal die lokale Post abklemmen. Eventuell eine Option. So. Zurück in die neue Welt. Bereits eine Vollendung, bitteschön. Ach du Scheiße, der Überbau. Natürlich wieder Stahlträger, also hier Stahlträger, Stahlbeton. Ziegelstein wird das kleinste Problem sein. Oh, die haben wir auch, die Arbeitskräfte. Okay. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Das lokale Postlager. Wie zum Henker hat man das schon wieder erhöht? Das ging irgendwie. Oh, da sind wir fertig aus hier. Das lokale Post... Was haben wir denn hier eigentlich für ein Postlager? Ja, das sind ja schon... Luftpostlager plus 10. Postkapazität 255, ja. Wodurch das schon... Das Wie war denn das? Wie waren das? Du. Dem kann man sparen. Jetzt Steigerung, Mehrzweckfabriken, den mache ich auch nicht. Ne, ist eigentlich alles hier. Alles ein bisschen doof. Ja, das Kraftwerk ist zwar nett, aber... Ach ja, weil mal gucken könnten, bevor wir jetzt die Folge beenden. Obwohl ich Angst davor habe, natürlich ist es leer. Ach, das ist praktisch leer. Also das mit dem Öl klappt noch nicht, wa? Wo ich doch eigentlich jetzt den Ölimport so gut angepasst habe. 400, 400, 400, 400. Ja, auf dem Rückweg. Der Start, okay, den kommt dann auch gleich, wa? Wenn ich jetzt zumindest sehen würde... Was ist er dort? Ist er in der alten Welt gerade? Ah, okay. Ich habe gerade ein bisschen Öl abgeliefert, wa? Ah, doch, man sieht ja schon, wo sie gerade sind. Ja, es wird angekommen, das ist korrekt soweit. Ja, die zahlen noch gar nicht mehr viel Öl, der dritte aber zum Glück schon noch. Okay, naja. Scheint trotzdem einigermaßen zu funktionieren, Freunde. Okay.
Gut. Sagen wir mal, der ist schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part. Vielleicht haben wir das Stand bis dahin durch. Das könnte durchaus sein. Durchaus sein, durch. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fettig. Was? Ach, das schon wieder. Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, Mann, du kannst es schaffen. Ich weiß. Hui. So. Hier gucken. Hier, Siam-Post. Airmail, Airmail, Luftpost. Yeah, Airmail, Airmail. Das Lager erhöhen ist zwar eines, muss aber vor allem optimieren. Will aber erstmal von Insel zu Insel gehen, also erstmal gucken, ob die alte Welt soweit das funktioniert. Wenn das soweit cool ist, natürlich umso besser. Alles, was mit Feuer zu tun hat, ist im Ladebereich verboten. Aber das ist natürlich dementsprechend noch gar nicht alles. Nee, wir müssen hier Insel für Insel machen. Wenn ich die neue Welt fertig optimiert bekomme, das steht noch in ganz anderen Sternen. Aber Fußballstand ist natürlich schon wichtig. Und wir schon das Großganze von der nächsten Folge lüften werden. Mal gucken, wa? Aber erstmal haben wir dringend Post. Tickets. Für was? Für die Luftpost? Oh Mann, ey. Die Leute hier haben es echt nicht einfach, wa? Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Bye, bye.